Schon der Zustieg ist schweißtreibend. Hanna und Sophia Christa wollen heute an der Oberngruber Wand klettern. Der Felsen bei Heiligenstadt ist nur was für fortgeschrittene Kletterer. Cool. Die beiden Schwestern klettern seit Kindertagen. Sie sind in einem Dorf bei Bamberg aufgewachsen. Leicht wird es nicht. Es gibt kaum Tritte. Die Griffe sind winzig. Genau, die High Times. Geht dann hier rüber an der Kante entlang. Genau. Die High Times ist eine Route im 9. Grad. Schwerer als 12 klettert weltweit kein Mensch. Und wann ist die? 82. Schon eine sehr alte Tour, ja. In den 1980er Jahren war das Frankenjura der Nabel der Kletterwelt. Damals noch eine Männerdomäne. Kletterer wie Kurt Albert und Wolfgang Güllich wurden weltberühmt. Frauen wie Hanna und Sophia gab es nur wenige. Ihre Beweggründe sind nicht nur sportliche. Ich glaube, für mich das Wichtigste neben so dem sportlichen Aspekt, dass man da auch körperlich an die Grenzen kommt, ist, glaube ich, die Sache mit dem Kopf. Also beim Klettern so fokussiert zu sein, da spielt dann gar nicht was anderes eine Rolle. Das ist komplette Ruhe und Fokussierung. Also ich merke das auch, wenn ich zu viel im Kopf habe, dass ich ganz komisch kletter. Erstmal die Finger dehnen, denn die werden gleich gefordert sein. Vor allen Dingen in Franken, weil da hat man ja viel so 2 Fingertaschen, wo man sich dann nur an 2 Fingern quasi hochzieht. Oder Monus, das ist dann ein Finger. Und dann geht's los. Mit den Expressschlingen wird sich Hanna am Fels sichern. Und das Wichtigste, der Knoten. Knoten passt, sieht gut Ja. aus. Ja. An diesem Sicherungsseil hängt Hannas Leben. Let's go. Viel Spaß. Danke. Schon die ersten Meter sind knackig. Der Überhang kostet Kraft. Hanna braucht viel Körperspannung. Und gerade als Frau, mit naturgemäß weniger Muskelmasse als ein Mann, zählen eine präzise Technik und ein starker Wille. Es gibt so 2 Stimmen. Die eine Stimme sagt, oh nee, anstrengend, kann nicht mehr. Und die andere ist so, weiter geht's, weiter geht's. Und dann versuche ich eben, dass es so dieses, noch den nächsten Zug machen, dass es so laut im Kopf wird. Und dann ist es nur noch so, nächster Zug und der nächste. Also dass man das in ganz kleinen Stücken sich hochmotiviert dann, ja. Sophia sichert ihre Schwester von unten. So. Sie muss die ganze Zeit konzentriert sein. Wenn Hanna fällt, dass ich leicht zur Wand hinspringe und dann den Sturz aufnehme. Das sollte nicht zu hart sein, dass sie nicht mit voller Wucht gegen die Wand knallt. Ist auch für Hanna wichtig, dass sie weiß, dass ich ihre Stürze so sichern kann, damit sie auch während des Kletterns mit freiem Kopf klettern kann und sich nicht Gedanken machen muss, okay, wenn ich jetzt falle, breche ich mir meine Beine. Jo. Hanna tastet sich voran. Projektieren nennen Kletterer das, wenn sie sich schwere Touren erst Stück für Stück erarbeiten müssen. Jetzt darf sie noch pausieren, sich Griffe anschauen. Später will Hanna die Tour in einem Rutsch durchklettern. Okay. Nur dann zählt die Route als gemeistert. Genau, komm, den Trittwechsel. Und dann hast du rechts den Tritt daneben. Und dann links. Die letzte Passage liegt vor ihr. Es ist der Knackpunkt der Tour. Genau. Sophia feuert sie an. Alle, Hanna, schieb dich hoch, komm on. Cool, mega. Jetzt muss sie dranbleiben, die Nerven behalten. Ja, jetzt ist die Scheiße hier, ey. Das ist der Moment, den viele Kletterer fürchten. Es ist schon interessant beim Klettern, dass man halt eine Angst hat vorm Fallen oder vor dem weiten Fliegen. Packe ich den Zug noch oder ist das der Moment, wo ich abfliege von der Wand? Und dann ist es natürlich total super, wenn ich so einen Schub von Selbstbewusstsein bekomme. So ein, hey, ich habe was Gutes geschafft. Und dass ich selbstbewusst von so einem Klettertag dann auch nach Hause fahre. Dieses Gefühl will Hanna an andere Frauen weitergeben. Es ist Juli, der Zeltplatz von Oma Eichler im Trubachtal. 3-mal im Jahr organisiert Hanna ein Kletterwochenende nur für Frauen. 3 Tage gemeinsam klettern. Hanna ist mit ihrer Tochter Frieda da.
Seit 2 Jahren gibt es die Bamberger Frauengruppe. Los ging's mit 6 Kletterinnen. Heute sind es über 100. Frauen jeden Alters. Anfängerinnen, Genusskletterinnen. Und es macht was mit den Frauen, so unter sich zu sein, sagt Theresa Kohler. Sehr wertschätzend, sehr hilfsbereit. Es ist ein bisschen einfach ein anderes Ambiente. Schöner. Ein Käsebrot ist diesen Frauen zu wenig. Jeder hat etwas Leckeres fürs Frühstück mitgebracht. Das Essen wird miteinander geteilt. Helene Hohmann ist schon zum 3. Mal dabei. Es macht total Spaß, so miteinander irgendwie so ein Wochenende auf dem Zeltplatz zu verbringen, gemeinsam klettern zu gehen und dass auch so aufeinander geachtet wird und auch geguckt wird, okay, was sind Bedürfnisse und welche, ja, wer will was klettern und auch alle irgendwie auf ihre Kosten kommen, aber auch die mitgenommen werden, die vielleicht gerade erst mit dem Klettern anfangen. Die Frauen haben sich für heute den Schiffsbug bei Gößweinstein ausgesucht. Einige Frauen klettern schwere Routen im 7. und 8. Grad. Anfängerinnen dagegen bekommen Unterstützung, zum Beispiel bei der Technik. Wenn ich das aufgemacht habe. Denn die Knoten, die müssen sitzen. Und jetzt, als nächstes bindest du dich einmal aus. Helene Hohmann ist Klettertrainerin beim Alpenverein. Sie hat die Frauengruppe mitgegründet. Das sorgte für Aufruhr in der Bamberger Kletterszene. Einige Männer fühlten sich diskriminiert, standen dem Frauenteam sogar feindselig gegenüber. Wofür es das denn noch brauche? Das wurde schon immer wieder hinterfragt und ich wurde auch damit konfrontiert, ob ich gar nicht mehr mit Männern klettern möchte. Aber ich gehe weiterhin auch mit männlichen Personen klettern und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich sie ausschließen möchte, sondern dass es mir darum geht, einen expliziten Raum nur für Frauen zu schaffen und einen geschützten Rahmen, dass es auch darum geht, ein bisschen vielleicht sich mehr zu trauen, weil ich es einfach immer wieder am Fels erlebe, dass sich Frauen dann doch klein machen. Jessica Müller-Neuhaus ist eine starke, erfahrene Kletterin. Sie ist viel mit Männern am Fels. Auch ihr Partner klettert. Aber mit Männern zu klettern hatte für sie auch immer was von einem Wettkampf. Und da ging es immer, ja, hier noch schwerer, noch härter. Und die haben sich immer gegenseitig so sehr gepusht. Und ich glaube, das hat dann auch irgendwann bei mir einfach, ja, das war mir zu viel oft am Fels. Und mit Frauen ist es einfach ein ganz anderer Rahmen. Und man kann auch mal seine Ängste, seine Bedenken äußern. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man auch mal irgendwie sich was nicht traut. Auch diese Frauen gehen an ihre Grenzen. Aber die individuelle Leistung ist hier völlig nebensächlich. Hanna lässt es heute ruhiger angehen. Frieda ist diesmal das einzige Kind am Fels. Aber viele Frauen hier sind Mütter. Ich finde es wichtig, dass es eben auch Sichtbarkeit für Mütter im Klettersport gibt, dass man eben auch gemeinsam an Fels geht, dass dann auch ein Kind dabei ist, dass man sich dann die Verantwortung auch aufteilt, wer passt aufs Kind auf, damit ich zum Klettern kommen kann. Nicht jede Frau. Nicht jede Frau. Aber für jede Frau ist es auch gut, einfach nur mal klettern zu dürfen, ohne mütterliche Pflichten. Zurück zu Hanna und ihrer Schwester Sophia an der High Times. Alle, bleib dran. Cool. Hanna will die Route diesmal durchklettern. Sie ist kurz vor dem letzten Haken, die Schlüsselstelle. Alle, Hanna. Halt die Spannung. Komm on. Aber ihre Kraft lässt nach. Geht. Komm on. Ich bin platt. Selber, guter Versuch. Hanna wollte die Route heute schaffen. Natürlich ist auch sie ehrgeizig und möchte als Kletterin den Männern Paroli bieten können. So. Bin ein bisschen wütend und enttäuscht, dass ich jetzt... Ich frage mich dann halt immer, hätte ich dann noch mal ein bisschen mehr anziehen können oder dann noch mal ein bisschen mehr Druck mitgeben können. Das ist so, aber das bringt am Ende auch nichts. Ich glaube, genau, das Wichtigste ist eher, dass ich dann das nächste Mal noch mal reingehe und sage, okay, auch wenn ich da gefallen bin, jetzt kletter ich drüber. Ja. Jetzt gibt's erst mal Kaffee. Sophia hat Muffins gebacken. Oh Gott, süß. Perfekt, Kaffee und Kuchen. Auch das gehört zum Klettern. Also, cheers. Hanna wird wiederkommen.
Denn knacken will sie die Tour auf jeden Fall. Das ist sauheiß, du musst aufpassen, sie ist ja nicht isoliert.